Die alte Lanzen vom Gmundner sein Großonkel wird am Vogelhof ausbergt und kommt in die Heimatausstellung im Gmorsaal. Die Rosi kriegt von den Jägern ausgestopften Osterhosen geschenkt, aber ein Lorenz, sein scharfer Hund, ruiniert ihm gleich. Und der Uschi, seine preisische Tochter, glaubt auch nimmer dran. Kathi streitet mit seinem Jumpsterer über die Einrichtung von einem neuen Hirber. Und wie sie es nachher auslosen, bescheißt sie ihm auch noch. Aber das Hummerl rettet ihr das Gewissen und bringt's auf die Weise wieder auf den geraden Weg. Der Umzug wird nachher ein rechter Durcheinander, weil sie alle zwei geschlamperte Christkindl haben und ihnen die Schließeln verschmeißen. Der Rolli hält er das für, aber dabei ist er selber ein rechter geschlamperter Hund. Wie es nachher schließlich eingezogen haben, stellt sie außer, dass sich der Chris im Haushalt hübsch botschert anstellt. Der Michi und seine Alte schenken einer Gesundheitsbank an Rolli. Und Gabi glaubt und verzeiht die Landweiber, dass der da mit seiner Alten eine Sadomaso-Gaudi aufführt. Aber der sagt ihr, was das wirklich ist, und sie geniert sich recht. Die Leni kriegt im Metzgerladen ein neues Kleid für die Tier. Aber das neumoderne Zeug fängt das Spinnen an und drum reißen sie es wieder auf. Die preisische Wirtstieren möchte in der Sarah sein Hirber einziehen, obwohl das einen Studierplatz auf der Hochschule in Mainz kriegt. Ein Wirt, sein Aushilfskoch, ist in Wirklichkeit eine Verbrechersau und verschachert hintenrum 20 Fassel Bier um 600 €. Drauf hat der Wirt kein Bier mehr und muss zwangsläufig das verrufene Kirchleitner ausschenken. Danach tachet der Dreckhammi die alte Lanzen aus dem Gmorsaal. Aber die Uri kommt ihm dahinter